Ja, absolut. Also halt eben gruselig sind nur Schockmomente, halt diese Jumpscares, das, aber sonst ist es halt eher, ja, Spannung, Ultra, du sagst es, Mann. Es ist eher so ein bisschen... Wie ein Horror-Trailer, anstatt wie einfach so ein Horror-Splatter. Ja, wie am Film da. Ja, das ist richtig gut gemacht. Und bis jetzt waren es ja immer so natürliche Ursachen dafür. Aber hier kann ich dir echt nicht sagen, was hier die natürliche Ursache sein könnte. Ich glaube, wir haben es ja einfach mit fucking Monstern zu tun. Irgendwelche Dämonen oder so. Ja, irgendwas Komisches. Alter. 20 Minuten später. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von... Wie heißt der Scheiß? House of Ashes. Ach, geiles Game. Übel. Ich bin schuld, Mann. Ich hab Marvin umgebracht. Es war ein Unfall. Genau wie die Frau am Checkpoint. Mach diese Situation nicht noch schräger. Reiß dich jetzt zusammen. Die Frau im Check... Ah, bist du... Ah, doch, du bist Nick, ne? Jo. Perfekt. Die Frau im Checkpoint war wahrscheinlich Rachel. Aha. Oder diese Doktorin. Oh. Oh, guck mal. Da liegen wir noch aufgespießt, Mann. Ein beschissener Tod. Ganz ehrlich, er war schon totgeweiht, als wir aus dem Heli raus sind. Wieso? Denkst du, Rachel war bei ihm? Ich weiß nicht, Kumpel. Der ist nur Hey, gestorben, wir weil können ich hier nichts verkackt mehr habe. tun. Wir müssen uns erstmal irgendwo verschanzen. Da drüben. Gehen wir. Okay. Wow. Das sieht schon geil aus, ne? Ja, Mann. Ich liebe so ägyptischen Mist. Ja, Mann. Absolut, aber... Sie folgen uns nicht. Hier spricht Mailman 21 Actual an alle. Hört ihr mich? Over. Joey, melde dich. Over. Joey ist tot. Wovon redest du, verdammt? Die Iraker haben ihn erwischt. Er starb in meinen Armen. Stimmt, Joey ist auch tot. Joey. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? I don't fucking know! Wir müssen uns hier einbunkern, eine Verteidigungslinie errichten und uns etwas Platz zum Atmen schaffen. Da seid ihr nicht die Ersten mit dem Nick. Gedanken. Speicher's ab und reiß dich zusammen, verdammt! Was ist das hier? Jedenfalls nicht das Depot. Die Mission ist ein Flop. Wären wir doch nur im Heli geblieben. Das hier unten ist schlimmer als alles, was wir je erlebt haben. Ganz eindeutig. Ob wir wohl bestraft werden? Für unsere Sünden? Clay. Was haben wir getan? Das weißt du doch ganz genau. Mach das nicht, Nick. Wir haben eine Unschuldige auf dem Gewissen. Es ist Krieg. Sowas passiert. Sag das nicht. Ach so. Das glaubst du doch genauso wenig wie ich. Finden wir die anderen. Dann haben wir das mit Wir dem sind sicher Mädchen nicht am allein. Checkpoint noch gar nicht Wir gesehen. finden die anderen. Ich glaube Und dann nicht. gibt es Rache. Vielleicht gibt es ja so ein... Okay. Hurra, Bruder. Hurra. Sehen wir uns das mal an. Okay, nice. Wir können uns wieder bewegen. Licht. Ich gehe nochmal kurz nach hinten und gucke, ob hier sich was versteckt hat. Wieso ist eigentlich plötzlich Feuer ausgegangen? Bruder. Geisterbruder. Nicht so geil. Ah, hier kann man nicht lang. Okay. Ja, gut. schmeckt. Hab's auch gerade gemerkt. Wir sind gezwungen, geradeaus zu laufen. Alter. So viel zu Erics. Protegierte. Ah, das ist wieder der Raum von vorher. Ah, ich dachte schon, das ist ein anderer. Das soll Ah, also jetzt sind wir wieder hier. Cool. Depot sein. Stimmt. Aber mir sind die Kauft um Statuen euer gar nicht Leben. Wir sind aufgefallen. verloren. Die sind schon. Eric Die- hat seinen Fehler teuer bezahlen müssen. Ah, okay, die standen aber vorhin auch schon da. Ja, ja. Sind mir Okay, nicht müssen wir- aufgefallen.
Schon wieder einen Generator reparieren. Oh, da vorne. Ah, das Benzin ist wahrscheinlich aus, wa? Ja, Wahrscheinlich. das ist nicht mehr hier, natürlich. Haben wir ja weggenommen. Wo haben die scheiß NPCs das hingetan? Weiß ich leider nicht, Bro. Schmutz. Könnte Hilfe gebrauchen. Nein. Schon dabei. Ah, die haben die Kabel Jemand auch hatte wohl ein rausgezogen. großes Problem mit dem Ding. Scheint so. Halte Ausschau. Scheiß Viecher. Das ist doch dieser General. Oh, das war keine Statue. Ach, Schluss mit dem Quatsch, beeil dich. Der ist bestimmt auch besessen oder so, Bruder. ich denke im Gute Fall Arbeit, nicht, Patrick. Bro. Der hat es wahrscheinlich nur noch nicht mit den Viechern aufnehmen müssen. 50-50. Ja. Bleib wachsam. Verstanden. Schönes Tattoo. Dankeschön. Wo hast du es denn stechen lassen? Das war damals so, als ich mal Urlaub gemacht habe, so in Magatunga, Patatunga. Ah, okay. Ja, Mann, es war schön da. Wir müssen die Kabeln folgen, aber... Ah, okay. Aber ich bin ja ein Mensch. Nee, ich gehe erst da dorthin. Ja, du auch, sehr gut. Ich gucke mir immer erst Was alles denkst an. du? Forscher? Ja, ich denke schon. Und vorne Weißt hast du du... was? Ich bin mir jetzt... Gods of Summer. Okay. Guckst mal einfach neben. Ah, oder so. Götter der Sumerer. Ach so. Ah, ich kann dir einfach zugucken. Sorry, ist ein bisschen warm hier unten. Gerne. Alles gut. Kannst du es aufmachen oder so? Nee, ne? Nein. Okay. Ah, er macht's automatisch auf. Hast du? Ja, gut. Gut, dann guck ich wieder Der mit zu. Tempel verbirgt also das Tor zur Hölle. Was für eine Scheiße. Was? Du Soll legst ich dann deine vorlesen? Waffe. Nein, musst du nicht unbedingt, alles gut. Ich kann ja auch schon. Oh, ist es viel So, oder was? okay, warte. Professor Dr. J liest jetzt vor, oder? So, Lamasto war eine schreckliche Dämonin. Eine Kindermörderin, die sich am Blut und Fleisch der Menschheit labte. Sie wird meist als haariges Monster mit Löwenkopf und Vogelfüßen dargestellt. Oftmals auf einem Esel kniend. Schmutzig. Mit einer langen Schlange in jeder Hand. Und einem Hund und einem Ferkel säugend an ihren Brüsten. Steht das wirklich so da? Steht das so? Okay. Warte. Okay. Ferkel säugend an ihren Brüsten, genau. Lamastu trug 7 Namen und wurde in Beschwörungen als die 7-Hexe bezeichnet. Ja, das ist ja einfallsreiche Pfosten. Ey. Sie wurde für viele Gräueltaten verantwortlich gemacht. Es hieß, sie bringe Albträume, vergifte Flüsse und sei eine Vorbotin von Hunger und Pest. ABB, ich weiß nicht, was das heißt. 4. Gürtelschnalle gefunden im Grab eines akkadischen Priesters. Ups. No. Das, okay, ja gut. Aber, ich war noch nicht fertig. So, jetzt ging's. Okay, gut. Dankeschön. So. Dann Detail an der Gürtelschnalle. Lamastu war die Tochter des akkadischen Himmelsgottes An. Wasser, Erde, Feuer, Luft. Vor langer Zeit lebten alle 4 Nationen zusammen in Harmonie.
Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Dem Vater von Göttern und Dämonen, dem Gott der irdischen Könige. Also Odin. Alles klar, verstanden. An wurde von dem Akkadern meist mit einem gehörnten Kopfschmuck abgebildet, wohingegen die Sumerer ihn als großen Stier darstellten. In der Religion Mesopotamiens wurden Stiere oft als Symbol der Stärke angesehen. Ein Glaube, der an spätere Kulturen des Mittelmeers und Nahen Ostens wiedergegeben wurde. Für griechische Philosophen waren die Hörner des Stiers ein Symbol für die Hörner des Dilemmas. Eine unmögliche Wahl ohne richtige Antwort. Die sumerischen Götter boten den Sumerern jedenfalls keine richtige Antworten, denn sie waren gleichzeitig gütig und grausam, erhaben und kleinlich, fehlbar und unangefochten. Die sumerische Unterwelt. Wehe dem armen Wicht, der mit wenigen begraben wurde. Sein Leben nach dem Tode würde schäbig und dürftig sein. Und jene, die nicht begraben wurden, hörten nach dem Tode einfach auf zu existieren. Das Grab war also das Tor zur Unterwelt, und die Menschen in Mesopotamien, von den Sumerern bis hin zu den Akkadern, wurden unter ihrem Zuhause oder in dessen Nähe begraben. Die wohl situierten bauten zu diesem Zweck sogar Kapellen oder Schreine. Also das habe ich sogar schon mal gehört, so in einer Doku, dass die da ihre Toten im Haus begraben haben und so. Das ist schon interessant. Einmal begraben, reiste die Seele eines Sumerers zum Zagros-Gebirge. Im Osten, wo sich... hier steht Zagros-Gebirge in Klammern und mit einem Ausrufezeichen noch. Also merkt ihr mal Zagros-Gebirge. Zagros-Gebirge, okay. Im Osten, wo sich der Sonnengott Utu jeden Morgen erhob. Hier befand sich der Eingang zur Unterwelt, wo Utu während der Nachtruhe eine Treppe... während der Nacht ruhte. Achso, Utu-Route da... Okay, ja gut, verstanden, alles klar. Eine Treppe führte vom Eingang durch die 7 Tore. In Klammern die Katakomben, Fragezeichen. Die jüngst verstorbene Seele begegnete dem Gott Neti, dem Torhüter, der jedes einzelne der 7 Tore entriegelte und der Seele nach und nach die Opfergaben abnahm, bis sie nackt und machtlos in der Unterwelt ankam. In Klammer, Tempel erbaut über den Toren zur Unterwelt, Fragezeichen. Boah, Bruder. Es geht noch weiter, sorry. Alles gut, Bruder. An der Schwelle traf die Seele auf Ereshkigal, Göttin und Herrscherin über die Unterwelt, die ihren Tod erklärte. Die Schreiberin Gestinana hielt ihren Namen fest. Hier gab es weder Belohnungen noch eine Strafe, sondern die Toten lebten entsprechend ihrer Opfergabe an die Götter. Die Reichen hatten es gut, die Armen litten. Schmutz. Beispiel einer typischen Votivstatue. Diese Statue können verschiedene Formen haben und stellen häufig nicht Götter selbst dar, sondern jene, die diese Götter anbieten. Dem Fall so Priester und so, ha? Mhm. Alles klar. Okay, war's das? So. Geht's noch weiter? Nein, das war's. Okay, das war Das alles. war's. Nice. Okay, gut. Was schließen wir jetzt daraus? Du gibst mir jetzt das Buch auch in die Hand. Ja, Perfekt. gut. Ich brauch's mir jetzt nicht nochmal durchzulesen. Doch, lies auch noch mal vor. Ich will deine schöne Stimme hören. Ist nicht viel, Bro. Ich hab's gemerkt. Geht's hier lang? Bruder, gruseliges, dunkles Loch.
Also nicht, dass ich damit keine Erfahrung hätte. Da kommt bestimmt gleich irgendwas rausgekrabbelt. Wetten, Bro? Oder wir müssten später abhauen und rennen, springen ins Loch. Ja, Mann. Kann man hier nicht schneller laufen? Leider nicht. Habe auch schon jede Taste ausprobiert. Okay. Ja gut, dann den Kabeln folgen. Große Pizza Service. Oh, 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 oh. Ich sehe es gerade. Nein! Hast du dich Ficken! geklickt? Jo! Ich hatte Hast den dich auf- Controller nicht in der Hand. Alles gut. Wir haben überlebt. Ja, Mann. Scheiße. Das wär's, wenn jetzt beide einfach gestorben wären. Aber ich glaube, dass die Lautstärke vielleicht jetzt diese Viecher wieder hierher lockt. Oh, Das kann möglich sein. Das war knapp. Zu knapp. Das waren sicher die Iraker. Ja, natürlich, denkst du? aber... Und ich dachte, die Monster legen überall Bomben. Alles gut, Mann. Da kann man jetzt nicht... Oh, ja, ja, ich höre schon was. Schmutz. Schmutz, Bruder. Was ist hier los? Nix. Oh, da ist was. Ja, das kann man bestimmt wegschieben. Ja, Mann. Weggetreten. Ich brauche Hilfe. Nein, Bruder. Nick ist Nick der ist ein Ficker, Mann. Alter. Ja, Mann, er hat Ashley Tisdale gefickt. Er könnte uns unten auflauern. Leise. Okay. Ist das Joey? Er lebt noch. Nee, das ist nicht Joey. Joey ist tot. Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Ich glaub dir. Nimm Ich es hab's mir ja nicht auch gesehen. übel. Selbst. Wir wissen es nicht. Eine Falle. Vielleicht auch nicht. Ich werde keinen mehr zurücklassen. Hör auf, Nick. Ach, scheiße. Schade, dass man da nicht entscheiden konnte. Ja. Was ist das? Ah! Okay, bis nachher. Jo. So, wir sind wieder solid. لا اتخانق لوحدك مش هتخانق معاك لازم يكون في طريقة تانية من هنا لازم يكون في طريقة تانية Ja, geil. Oh no. Oh no, das Drecksviech lebt noch. Fick deine Mutter, Bro. Fick deine Mutter. Ah, scheiße. Gib mir das schnell, schnell, schnell. Ja, 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 gib an. Ja, so. Okay, طاهر okay. Das ist der Vorgesetzte, oder? Der Generaladmiral. Generaladmiral Aladdin. Oh! Mitgenehmt. Okay, okay. Okay, das ist nicht gegangen. Hm? Oder wie kann ich jetzt da weg? Tja. Da lang? Nein. Da lang? Nope. I don't fucking know. Hä? Hat er jetzt nicht da gerade Ding, so Planke hingemacht? Das ist kaputt. Ach so, nein, da, ich brauche eine neue Planke. Ja, natürlich muss ich jetzt die Planke da nehmen. Ach komm, nimm einfach los, los, los. Und weg damit. So, komm on. Ja. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, hör auf noch mehr, wenn...
Er will einfach noch mehr wegnehmen. Oh, come on. Nein, please, Bro. Don't fucking do it. Ich kann aufhören mit dem. Ich kann auch einfach aufhören. Schau. Schau. Ah, Ficke. Mau. Schau. Okay, das war nicht. Oh nein, ich wette. Oh nein, ich wette, es trifft ihn da. Rausklettern. Yes! Eat my gun, bitch! Eat my gun! Oh no! Oh no, 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 ja, yes! Nein, nein! Oh, doch! Sonnenlicht! Jawohl! Sonnenlicht! Ich weiß, wie man sie umbringen kann! Oder zumindest verletzen! Wieso gehst du wieder da runter? Bro! No, 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 no! Go back into the sunlight, you fucking bitch! No, 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 fucking bitch! No, 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 no! Go into the sunlight, you fucking stupid son of a bitch! Gotcha! Ist es jetzt tot? Ist es tot? Es ist tot! Oder? Ist es tot? Oh, ich kann ja Schweizerdeutsch reden, ich voll Pfosten. Lel. Entschuldigung. Ist... aber... No. Ey, aber schau bitte nach, ob es wirklich tot ist, Bro. Brudi, Alter. Da ist nochmal eins. Alter. Ich hoffe, ich bin noch gut im Bild, sorry. Ja, scheiße. Oh fuck.